Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Vorstellung von Jonathan Tah und Tom Bischof. Kurz vor der Club-WM. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und damit gehen wir rein in den Bombs. Ja, Ja. herzlich willkommen hier Servus. im schönen Orlando, Florida, 2 Tage vor Beginn für den FC Bayern der FIFA Club Weltmeisterschaft. Und Tag 1, kann man sagen, ist heute für Tom Bischof, den neu verpflichteten Also das Trainingsshirt, was der Christoph Freund anhat, wäre das bessere Trikot gewesen. Spieler des FC Bayern, den wir jetzt begrüßen und ein bisschen näher kennenlernen wollen. Servus Tom. Servus. An der Seite vom Sportdirektor Christoph Freund. Ja, Tom, du bist gestern Abend spät gekommen, also eigentlich ist es Tag 1 heute, hast aber schon trainiert. Wie ist so dein erster Eindruck? Was sagst du? Ja, erstmal hallo an alle. Ja, der erste Tag war eigentlich ganz gut. Ich wurde überragend aufgenommen von den Jungs. Hatte zum Glück das große Glück, dass ich schon mit ein paar zusammenspielen durfte jetzt bei der Nationalmannschaft und dadurch wurde es echt einfach für mich gemacht. Heute wurden schon ein paar Matches gegeneinander gespielt, sei es Tischtennis, was weiß ich. Und ja, macht mir echt viel Spaß hier. Sehr schön, klingt gut. Christoph, wie happy ist der Verein und du über die Verpflichtung? Ja, sehr happy. Ich glaube, der Tom ist richtig talentierter Deutscher, jetzt sogar schon Nationalspieler, A-Teamspieler. Hat sich richtig gut entwickelt. Die letzten Monate, das letzte Jahr, die letzte Saison war er absoluter Stammspieler, Leistungsträger. Man hat auch immer wieder gesehen in schwierigen Phasen, dass er Verantwortung schon übernimmt in seinen jungen Jahren. Und von der Art und Weise, wie er Fußball spielt, passt er einfach sehr, sehr gut zum FC Bayern München. Also ein richtig guter Fußballer. Kombiniert sehr, sehr gut und von dem, wie wir auch spielen, wie ich gesagt habe, sind wir überzeugt, dass er richtig gut in die Mannschaft passt und bin überzeugt auch, dass er sich sehr schnell wohlfühlen wird hier. Ja, bin ich sehr gespannt. Selber wahrscheinlich wird es ja so darauf hinauslaufen, dass Kimmich einen Platz belegt. Das heißt, du hast einen Platz im Mittelfeld, um den sich dann 5 Spieler aktuell tummeln. Ja, mit einem Pavlo, mit dem Bischof, mit dem Palhinha, mit dem Goretzka, mit dem Conny Leimer. Ja, weiß ich nicht, wie viel Spielzeit er kriegen wird. Ja, ich meine, wenn man Kimmich auch mal rausnehmen würde, wenn Kimmich mal da nicht unangefochten jedes Spiel 90 Minuten spielen müsste, hätte ich gesagt, yo, geil. Vielleicht auch da ein bisschen Backup und kann da ein bisschen reifen. So wird es wahrscheinlich am Ende darauf hinauslaufen, ob er oder Alex spielen. Ich glaube, wir werden selten mal die beiden zusammen im Mittelfeld sehen. Ja, was mit Sicherheit immer schön anzusehen wäre. Vielleicht bei der Club-WM, weil die Nationalspieler ein bisschen später kommen oder gekommen sind. Keine Ahnung. Wird man sehen, ich bin gespannt. Ja, dass er irgendwie einen Kimmich verdrängt, ich denke, darüber braucht man sich unterhalten. Von daher, ja, wenn er viel spielt, wird er einen Pavlovic verdrängen. Ja. Darauf wird es irgendwie hinauslaufen, war ein Zweikampf. Aber ja, wie gesagt, es wäre schön, wenn man mal ein bisschen durchrotieren würde und es wäre schön, wenn man halt auch mal einen Kimmich durchrotieren würde. Ich bin sehr gespannt, wie die neue Saison angegangen wird, gerade auch im zentralen Mittelfeld und ja, er ist auf jeden Fall eine Alternative. Ich bin sehr gespannt auf ihn bei der Club-WM. Gerne, gell? Ja, gute Worte, schöne Worte. Passt für mich. Weiter geht's mit Worten, jetzt in Form von Fragestellungen. Also ihr seid dran, Tobias Altscheffel für die Sportbild als Erster. Servus, Tom, herzlich willkommen. Bei uns hat der Lothar Matthäus zuletzt über dich ein bisschen gesprochen und gesagt, du erinnerst ihn an Joshua Kimmich. Das heißt, ein Spielertyp wie Kimmich, hast natürlich noch einen Weg vor dir, aber da sieht er Parallelen. Hast du den Vergleich schon öfter gehört und wie denkst du drüber? Und an Christoph, ihr hättet ja eigentlich Tom umsonst haben können, genauso, also ohne Ablöse, genauso wie Jonathan Tah und beide sind jetzt schon hier. Wie wichtig ist das zum einen sportlich, die beiden schon bei der Club-WM dabei zu haben und vielleicht auch, um ihnen zu zeigen, ihr seid uns so wichtig, dass wir dann eine gewisse Ablöse zahlen, um euch schon hier bei der Mannschaft zu haben? Ja, bei Tom Bischof da für 300.000 oder was, alles gut. Ja, hätte ich auch gemacht. Bei Jonathan Tah weiß ich nicht. Der große Vorteil, wir haben es ja schon in der ersten PK gehört, was Max Eber da so gesagt hat. Da gehe ich mit, ich würde sogar noch ein bisschen herausstreichen. Ich denke, so ein Turnier, wenn man 4 Wochen zusammen ist, wenn man weit kommt, 4 Wochen, ja,
ist nochmal eine Sache, die eine Mannschaft zusammenschweißt, ja, wo man sich sehr, sehr gut kennenlernt. Und ich denke, da ist es sehr, sehr sinnvoll, dass Neuzugänge direkt dabei sind und nicht dann erst irgendwie für eine Woche da noch zugestoßen wären. Ich glaube, was die Integration angeht, für das Mannschaftsgefühl, auch diese Einheit, was uns letzte Saison ausgezeichnet hat, dass wir eine Mannschaft waren, ist es super, super wichtig. Ja? Und deswegen verstehe ich es auch nicht, warum Leroy Sané noch dabei ist, aber gut, anderes Thema. Zu haben. Vielen Dank. Ja, servus. Und ja, also ich habe das schon ein paar Mal gehört, den Vergleich. Ich muss sagen, das habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass ich natürlich, Jo schon ist ein überragender Fußballer. Ich habe oft und schaue noch zu ihm hinauf. Schau dir bitte nicht das Defensivverhalten als Sechser ab, das wäre schön. Und ich glaube auch, dass der Spielstil uns ähnelt. Wir sind nicht genau der gleiche Fußballer. Ich glaube, das wäre auch dann nicht so gut. Aber natürlich habe ich Bock, mit ihm im Zentrum zusammenzuspielen. Ja, es ist uns sehr wichtig, dass Tom und Jonas schon dabei sind. Erstens, dass sie bei der Mannschaft sind, dass sie integriert werden, weil so ein Turnier ist sowieso was Spezielles und man wächst zusammen, man erlebt Ja, das sehe ich genauso. zusammen ja, Emotionen, man ist viel Zeit zusammen mit den Mitspielern, mit dem Staff. Also von dem her mal sehr, sehr wichtig, dass sie da jetzt schon mit dabei sind. Zu Beginn der Saison, oder ist es noch die alte Saison, da kann man ja drüber diskutieren. Aber es ist uns von dem Aspekt sehr wichtig und auch sportlich. Beide sollen eine wichtige Rolle einnehmen und von dem her ist es sehr wichtig, dass sie gleich mit dabei sind, dass sie die Abläufe kennenlernen, wie wir trainieren, wie wir spielen wollen. Und darum sind wir froh, dass beide jetzt schon mit dabei sind und nicht erst ab 1. Juli. Nix als Vincent Schirpke für TZ Ja, 100%, ne? Habe ich ja vorher auch schon gesagt. und Merkur. Ja, hallo Tom, herzlich willkommen. Was hast du für Ziele hier bei der Club-WM und auch langfristig beim FC Bayern? Naja, ich denke mal, er wird das Ziel haben, ein guter Ergänzungsspieler zu werden. Und Junge, was eine Frage. Ja, also jeder hat ja kurzfristige, langfristige Ziele. Ja, jetzt erstmal gut in die Mannschaft reinfinden, geile Spiele zu machen und natürlich, wenn man beim FC Bayern spielt, will man auch Titel gewinnen. Das ist auch mein Ziel und ich glaube, da habe ich ein gutes Gefühl mit dem Team, habe es jetzt kennengelernt alle. Ich glaube, da können wir echt was reißen, sind super Jungs und ja, natürlich habe ich Bock hier anzugreifen und ja, zu spielen. Hinten an der Kamera Stefan Kumberger für Sport 1. Ja, hallo. Tom, jetzt waren Sie ja bei keiner Thekenmannschaft in Hoffenheim und kennen auch schon die Nationalmannschaft. Aber gibt es irgendwas, was einen am FC Bayern doch nochmal Ehrfurcht einflößt oder überrascht? Merkt man hier auch schon in Orlando, dass alles ein Stückchen größer ist? Ja, natürlich. Ich glaube mal, allein hier sieht man es. In Hoffenheim saßen nicht so viele Journalisten. Nein, alles ist natürlich viel größer, aber das war mir ja bewusst. Ich freue mich extrem hier, alles miterleben zu dürfen und ja, am meisten überrascht war ich natürlich, nicht überrascht, das wusste ich, aber von der Qualität im Training, die ist überragend und da freue ich mich einfach dabei zu stehen, auf dem Platz zu stehen, ja. Ja, hoffen wir, dass er auch ein bisschen auf dem Platz stehen darf. Ja? Daneben steht Gary Howe für Sky, bitte. Ja, servus Tom, auch willkommen von mir. Du hast jetzt bei Hoffenheim in den letzten... Aber schon krass, dass wir in so einem Hotel in Orlando, so wie es aussieht, ja, mehr Mikrofone haben wie bei unserer PK. Oder die geben das Mikrofon da gerade schnell genug durch die Reihe. Ich weiß es nicht. Wild. Jahren verschiedenste Positionen auch gespielt im Mittelfeld. 6, 8, 10 kannst du auch theoretisch auf dem Flügel spielen. Was ist so deine Lieblingsposition und gibt es einen Spieler international jetzt mal auch neben Josua, wo du sagst, das ist ein Spieler, an dem orientiere ich mich auch gerne? Danke. Ja, also ich habe ja früher eher im vorderen Bereich gespielt. Ich glaube, jetzt im Profibereich tat mir der Einstieg auf der 6, 8 so extrem gut. Da fühle ich mich auch sehr wohl im Zentrum allgemein. Aber zurzeit muss ich sagen, eher nicht komplett vorne, sondern eher auf der 6 und auf der 8. Das ist so, sehe ich mich auf der Position. Oh, ein Spieler international. Jetzt zurzeit passt es nicht mehr so, aber ich schaue gerne zu Oedegaard zum Beispiel hoch. Ist ein super Spieler und da schaut mir manchmal ein bisschen was ab. Hier in der ersten Reihe Klaus Bergmann für die DPA. Ja, hallo Herr Bischof.
Julian Nagelsmann sagte zuletzt, er hofft, dass sie sich ihre Bodenständigkeit bewahren. Es ist ja nicht nur die Qualität auf dem Platz, das ist auch alles hier ein bisschen wahrscheinlich eine andere Liga als bei einem Club wie Hoffenheim. Schaffen Sie das? Ganz sicher, bin ich mir sicher. Nein, ich glaube, das fällt mir auch ganz einfach, weil die Spieler hier sind alle coole Typen und da kann ich genauso bleiben, wie ich bin und da achten immer noch meine Eltern drauf. Ja, und du kommst da einmal mit einem Gucci Kinabri nach Hause, dann gibt es aber gleich eine Schelle, du. Ja, dann in der Mitte wieder Vincent Schirpke nochmal bitte. Frage an Herrn Freund. Mit der Verpflichtung von Tom Bischoff gibt es jetzt extrem viele Spieler, die im Zentrum spielen können beim FC Bayern. Verändert sich dadurch was für die Kaderplanung? Kann man da vielleicht sogar von einem Überangebot sprechen oder ist es gewünscht, eben mit dieser Anzahl von Spielern auch in die Saison zu gehen? Kann ja nicht gewünscht sein. Ich habe es ja gerade gesagt. Ja, wenn Kimmich nicht dieser unangefochtene Stamm-Ewigspieler wäre, könnte man das ja noch irgendwo ein bisschen verargumentieren, wenn du so viele zentrale Mittelfeldspieler hast. Aber da King Kimmich immer spielt, immer 90 Minuten, hast du 5 Spieler für eine Position und das kann mit Sicherheit nicht gewollt sein. Ja, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt, qualitativ als auch von der Anzahl, das ist so. Aber wie schon vorher gesagt wurde, der Tom kann ja auch auf verschiedenen Positionen spielen. Wir sind flexibel und wir sind da, glaube ich, jetzt richtig gut aufgestellt und sehen uns da sehr, sehr gut gerüstet für die Saison. Naja, eine Aussage, die keinen Mehrwert hat. Stefan Kumberger bitte wieder. Ja, Herr Freund, da vielleicht konkret nachgefragt, was das defensive Mittelfeld betrifft. Joao Palhinha hat mit uns nach dem Spiel zwischen Deutschland und Portugal gesprochen und hat gesagt, er muss jetzt mal schauen, was bei Bayern passiert. Er muss mit den Verantwortlichen sprechen. Hat es da schon ein Gespräch gegeben und was sind da Ihre Pläne von Ihrer Seite? Nur ein kurzes Gespräch mit Joao. Er ist gestern erst gekommen, aber wir werden uns sicher auch in den nächsten Tagen, Wochen in Ruhe auch zusammensetzen. Es war ja keine einfache Saison für ihn. Es war einfach einiges zusammengekommen, auch leider mit Verletzungen. Von dem her hat er sicher nicht so viel gespielt, wie er sich das vorgestellt hat. Und er ist aber ein Typ, er ist ein richtiger Kämpfer, er ist ein richtig guter Charakter. Er tut einfach der Mannschaft auch gut, auch mit seiner Art und Weise, wie er trainiert. Und von dem her sind wir froh, dass er bei uns ist. Aber natürlich hat er andere Ansprüche gehabt und über das werden wir ganz in Ruhe mit ihm sprechen. Nebendran, Carrie Howe bitte wieder. Naja. Also sollte da ein Angebot reinflattern, sollte er dem zustimmen, dann wird er verkauft. Ich denke, da brauchen wir nicht drum herum reden. Er wird niemals Sechser spielen können, wenn, dann wird er höchstens mal Achter spielen können oder Sechser auf einer Höhe mit Kimmich. Aber wir haben die Spiele letzte Saison gesehen. Also wenn Palhinha da vor Kimmich rumdümpelt, was soll er da? Das ist auch nicht seine Art, Fußball zu spielen. Also entweder muss ein Vinny da was umstellen, was umbauen. Ansonsten macht es auch keinen Sinn, Palhinha da zu haben. Ja. Noch ein Jahr auf der Ersatzbank, dann ist er nächstes Jahr noch 10 Millionen wert. Ja, also. Ja, noch eine Frage an Tom. Es gab ja jetzt diese Entscheidung pro Club-WM und gegen U21-EM. Was hat dir diese Entscheidung auch leicht gemacht? Naja, also ich denke, die Entscheidung sollte nicht so schwer sein. Erstmal die U21. Ja, wenn du da einen Titel holst, jetzt nicht so den Stellenwert wie später in der A-Nationalmannschaft. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn du als junger Spieler zum neuen Verein kommst und da dann so ein Turnier ist, ja, das nimmst du natürlich mit, ja, weil die Integration halt viel, viel einfacher ist. Ja, als wenn du da jetzt nicht dabei wärst und die Mannschaft da nochmal zusammenwächst und du kommst dann danach dazu. Kann es ein bisschen schwieriger werden, wie es jetzt so der Fall ist, ne? Ja, darüber wurde schon relativ früh dann eigentlich diskutiert zwischen Bayern und mir und Hoffenheim. Ich habe eigentlich relativ schnell gesagt, dass ich sehr gerne bei der Club-WM dabei sein möchte, weil ich einfach finde, wir hängen da jetzt, glaube ich, hoffentlich einen Monat zusammen. Und da lerne ich erstmal jeden kennen. Wir müssen zusammenhängen, wir müssen was unternehmen. Ja. Und ich glaube, da wächst man einfach nochmal als Team zusammen und es ist auch ein einfacher Einstieg für mich. Junge, genauso wie er es sagt, ey. Die 21 EM ist natürlich auch was Geiles. Den wünsche ich auch sehr viel Erfolg.
Aber ja, ich will hier den Titel dann holen. Tobias Altscheffel wieder, bitte. Tom, kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das war so von der ersten Kontaktaufnahme der Bayern? Es ging ja, glaube ich, schon sehr früh los, dein Transfer steht schon lange fest. Wer waren da wichtige Gesprächspartner für dich? Wie war es, als zum ersten Mal von Bayern jemand am Telefon war? Und nachdem der Transfer jetzt durch war, hast du den FC Bayern noch mal spezieller verfolgt, die Spiele, was drumherum passiert? Schaut mal als Fan, als künftiger Spieler des Vereins auf Transfergerüchte, auf Ähnliches? Also wie ist dieser Ja, klar macht man das. Was ist das für eine Frage, Alter? Umgang vom ersten Tag an bis jetzt für dich mit dem FC Bayern gewesen? Ja, also das kann ich ja jetzt sagen, Fan bin ich schon mein ganzes Leben lang von Bayern. Da hängt auch ein großes Bild über meinem Bett, also von komplett zu Hause bei meinen Eltern. Ich im Bayern-Trikot, deswegen passt das jetzt ganz gut. Und ja, die Kontaktaufnahme war schon relativ früh. Dann waren natürlich auch noch Gespräche mit anderen Vereinen, aber ich war mir dann eigentlich ich war mir relativ sicher, dass das Bayern wird. Und dann das Gespräch mit Christopher Freund, mit Max Eberl war echt überragend, hat mir richtig gut gefallen. Und dann natürlich, der Trainer hat mir dann nochmal den letzten Input gegeben, dass ich mich für Bayern entscheide. Und ich glaube, das ist ein Perfect Match. Perfect Match. Dritte Frage für Vincent Schirpke. Lohnt sich die Reise, ne? Ja, ist auch eine einfache Frage. Nochmal an Tom Bischof. Wie verändert sich das Spiel als Sechser, wenn man jetzt für eine Mannschaft spielt, die immer sehr dominant ist, sehr viel den Ball hat und eben ja, sehr auf spielerische Lösungen setzt? Ja, ich finde, das Spielsystem passt sehr gut zu mir. Ich liebe es, gegen den Ball zu pressen und das wird wahrscheinlich dann öfters vorkommen, weil wir hoffentlich nicht so oft den Ball hinterherlaufen werden. Und wir spielen extrem viel um die Box herum und da passt natürlich auch mal, dass ich ein bisschen schießen kann. Und ich glaube, da werde ich einige Abschlüsse finden und natürlich mit dem Ball werden wir viel zocken. Wir haben überragende Spieler auf dem Platz und ich glaube, da kann jeder kicken, deswegen passt das perfekt. Okay, unser Abschluss heißt jetzt, ein schönes Trikot mit einer tollen Nummer zu vergeben. Das obligatorische Foto, bitteschön. Das obligatorische dein Trikot, Foto. deine Nummer, ihr beide. Ja, sehr sympathischer Typ, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf ihn fußballerisch. Dieses super hässliche Trikot. Oh, gerade hier Alarm, Hubschrauber. Pause. So, Flugzeug weg, Leute. Ja, wild. Ja, wie gesagt, also ich persönlich werde mit dem Trikot nicht warm. Ich bin gespannt, wie es im Spiel ausschaut. Aber ich komme hier nicht mehr klar mit dieser Halskrause hier. Was aussieht, als wäre es der Nikolaus und hätte einen langen weißen Bart. I don't know. Wie gesagt, vielleicht sieht es besser aus, wenn es so auf die Haut genagelt ist. So körperbetont, keine Ahnung. So sieht das super. Boah, Katastrophe. Also hätten sie den Bums einfach weggelassen, hätten das rot gelassen, was jetzt hier weiß ist, oben und unten, wäre es ein mega cooles Trikot gewesen. Keine Ahnung, von hinten sieht es cool aus, so eine Seite, aber von vorne Katastrophe. Aber, über Geschmack lässt sich nicht streiten, von daher, das war Teil 1, Tom Bischof. Ja, ich bin, wie gesagt, fußballerisch sehr auf ihn gespannt und ja, freue mich darauf, ein bisschen was zu sehen von ihm. Ja, in diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.